Apocalypse. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von RimWorld im Multiplayer. Einmal ist Mesh mit dabei. Hallo. Und das zweite ist, wir haben einmal hier, was ihr hier in der Aufnahme seht gerade, haben wir hier ein Mod ausgepackt, weil wir unbedingt wissen wollten, wie das so ist mit Schülern, Schule und Lernen. Und den Mod haben wir uns jetzt mit draufgepackt auf unseren Server. Nur ist es jetzt halt so, wie ihr es ja vielleicht in der letzten Folge bei Mesh mitbekommen habt, dass meine Kolonisten schon wieder verreckt sind. Erstens war es Gelber, der wo nichts zum Ernähren hatte, dann ist auf einmal mein guter, wer war es nochmal? Keine Ahnung. Keine Ahnung, genau. Und zuletzt ist Kai gestorben, weil es nämlich so war, dass die unterernährt waren. Ich war der Fehler dran. Ich habe den Fehler erstens begangen, weil ich einen Ding ausgewählt hatte von Essen, das nur Ernährung, der Ernährungsplan bei mir verkehrt war, dass sie nicht rohe Sachen essen durften oder sonstiges. Und ja, jetzt haben wir einen neuen Ding hier aufgemacht, einen neuen Multiplayer-Server. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Multiplayer-Mod-Gedöns, sagen wir mal so. Lasst einen Daumen da und jetzt springen wir mal in den RimWorld-Modus. Und da sind wir auch schon. Ich habe mal wieder ein wenig meine Fingerfertigkeit spielen lassen. Wir sehen hier einmal, ich habe ein bisschen was optimiert. Wir sehen hier, es sind mehrere Tiere bei uns im Stamm mit dabei. Also erstens ist es kein Stamm mehr. Wir sind als Multiplayer, sind wir hier drauf. Das habe ich direkt einstellen können. Ihr seht hier auch schon Schulgebiet erweitern, verkleinern haben wir hier einmal. Dann haben wir bei Produktion haben wir noch eine Tafel aus Holz. Dann noch einen Schultisch aus Holz. Was ihr auch noch seht, ist, dass bei uns in der Forschung, nachdem ich es ja jetzt umgestellt habe von Stamm auf Multiplayer, dass einmal hier die Elektronik, dass einmal Klimatechnik, Nährstoffpaste ist aktiv, dann ist einmal die komplexe Kleidung, komplexe Möbel, Steinhauer und passive Kühlung ist an. Und das, was im alten nicht online, also nicht drin war, das habe ich selber verpennt, sagen wir mal so. Das Tenkani war schon zum Herstellen. Und ja, diesmal haben wir nicht so viele Tiere hier, weil wir komplett auf einer neuen Map sind. Was ich schon mal wieder sagen kann, bei mir, ich habe mir ein wenig zu groß den Berg vorgestellt. Wenn man mal hier drin sehen kann, also da wird uns einiges erwarten. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert, dass ich nicht als erstes verreck. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an und ja. Ich habe sonst eigentlich alles gesagt. Dann können wir anfangen. So. Ich mache mal kurz eine Lagerzone hier. Dass du mal... Ach, und weil Mesh ja mit dabei ist, wir haben es mal wieder so gemacht, dass im Multiplayer, dass er 3 Leute kriegt, ich 3 Leute. Und er verzieht sich jetzt dann irgendwo in ein Gebiet, wo er selber noch nicht weiß oder schon weiß. Und ja, ich weiß schon. Und ja, wir schauen dann einfach mal, wo sie ihn hin verzieht. Und ja. Ich hatte einen schönen Text hingeschrieben. Und ich
weiß nicht wo. Gott sei Ja, Dank. ja. Vielleicht wirst du es irgendwann sehen. Ja, schon irgendwie witzig, so in 10 Folgen oder so, wenn wir so lange durchhalten. Oh lol. Gut. Ja, rein theoretisch kann ich meine Leute noch direkt losschicken. Ist bloß jetzt die Frage, wen du alles mitnehmen willst. Stimmt. Sekunde. Wen haben wir denn hier alles dabei? Sozial 3. Ich habe eigentlich Bergbau und so habe ich eigentlich alles Koch und dem ganzen. Sozial 11. Noch 8. Konstruktion 9. Bergbau 2. Also Feng würde ich mitnehmen für mich. Ach, Medizin ist auch wieder so ein Ding. Dann würde ich, glaube ich, gerne Kitty mitnehmen, weil Kitty und Feng so diesen mit der höchsten Konstruktion. Es sei denn, du willst Kitty haben, dann muss jemand anders nehmen, der vielleicht auch noch gerade so Konstruktionen kann, Nee, wie ich Eddie nehme oder Feng und Feng ist 9,9. so. Die ist 72? Holy shit. Ja. Kein Wunder, dass Feng. die asexuell ist. Was soll das jetzt heißen? Ja, mit 72, hallo? Dann nehme ich noch Hunter oder Hunt. Und wen könnte ich noch nehmen? Wir sind noch für dich gut in Kochen. Okay, Kitty kann pflanzen so ein bisschen. Alles gut. Und Ja, geistige und dann nehme ich Eigenschaft. noch Angus. Angus, Hank und Fen. Oh lol. Angus? Ja. Oh lol. Ich nehme Ach Angus, so, Angus. Hank und Feng. Das sind alles 3 männliche Leute. Ja, dann kriege ich die 3 Frauen. Oder was Ja. ist Ja, können wir machen, Soziales ist egal. 4? Ja, August ist halt Kernkampf einfach 9 nur ist zu viel für gut. Ja, dann machen wir es so. Gut, dann kann ich ja schon mal die Karawane zum richtigen Ort schicken. Karawane erstellen. Wir hatten jetzt Dingmai, Kitty und Eddie war das, ne? Tiere? Welche Tiere Ja. wolltest du haben? Du kannst einmal einen Hund mitnehmen, also Elmer oder Boomer, und dann kannst Sekunde. du noch 2 Schafe Damit mitnehmen. wir das nicht so verkacken wie beim letzten Mal, breche ich nochmal kurz ab und gucke, wem die Tiere gehörte. Okay, ich muss Stimmt. Boomer mitnehmen, weil Boomer ist mit Eddie verbunden. Und bei den Schafen ist das völlig egal. Das heißt, Boomer kommt auf jeden Fall mit. Eddie, Kitty und Dingmai waren das, glaube ich. Und wie war das jetzt mit den Schafen? Oh, stimmt. Das ist Ja, wenn einmal- nicht, kannst du doch alle gerne behalten. Oh lol, stimmt, das sind. Mir ist eigentlich relativ wurscht, Ja, dann weil du kannst ja die Schafe mitnehmen, weil die geben ja am Anfang Wolle. Du kannst die auch behalten, so ist nicht. Also, ich komme auch ohne klar. So, ein Repetiergewehr, ein Revolver, upsala. 1 und nicht 2. Und dann nehme ich noch einen Wurfsperr mit und dann passt das, glaube ich. Essen? Ja, von allem dann die Hälfte, aber Holz kannst du behalten. Willst du kein Essen mitnehmen? Ja, ich muss kurz gucken, wie lange das dauert. Ich glaube, ich nehme 200 Essen mit, sicherheitshalber. Kannst dir auch mehr mitnehmen. Oh, nö. Das passt. No. Ja, ja, bin sicher. Dann auf geht's. So, wer ist denn hier Ja. eigentlich bei mir der beste Schütze? Ah, ja. Repetierergewehr. Ach du Scheiße. Komm hier, Revolver und du nimmst. Holy shit. Nimmst du
jetzt das Messer mit oder was nimmst du noch mit? Ich habe einen Wurf, also ich habe von allem, wo 2 da sind, 1 mitgenommen. Also einen Revolver, ein Achso, dann nehme ich noch Zielgewehr und ein einen Messer. Wurfspeer. Mhm. Shit. Jetzt ist meine Karawane endlich auf der Weltkarte. Oh. Brauchen die lange, bis die ankommen.
Ja, deine Leute sind schon fleißig an der Arbeit. Mhm. Ah. Es gibt Leguane hier. Mit Leguan habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall. Hm. Oh, hast du ein Glück, du hast sogar einen Gazier bei dir in dem Bereich. Das ist halt vom Sinn her Okay. perfekt hier. Wenn Ich du habe hier noch unten auch zumachst nochmal einen. oder hier zumachst, dann so, wir besiedeln. Zum Glück, endlich. Ach so, ich dachte, das ist Speichern. Oh ja. Oh, fuck, Alter. Was hast du alles? Ich Alter, habe du auf jeden hast Fall ja... extrem viele Ruinen. Ja, du kannst dich hier unten gleich einbauen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich hier unten reinbauen und hier schön Oder du Pflanzen hast hier... anpflanzen. Ja, der Pflanzen. Lol. Aber hier ist auf jeden Fall noch was drin. Das ist wahrscheinlich ein antiker Schrein. Wo? Weiter oben links in der Map. Alter, soll ich dir was sagen? Du hast Jade. Oh, nice. Kann ich verkaufen. Gut, dann muss ich kurz mal einstellen. So, dann stellen wir mal mir noch mal kurz Zahlen ein. Das hier ein Dach sein soll. Kannst das trotzdem alles einfach machen. Ja, vielleicht nicht unbedingt Kunst, aber alles andere. Du kannst auch jagen, kochen. Musst du es wahrscheinlich dann machen. Das heißt, auch sehen wir bei dir eher weniger. So, ich muss kurz pausieren, damit ich alles planen kann. Station oder so. So, jetzt. Sag mir bitte nicht, dass jetzt das verschiedene sind. Ach, come on.
Viel Holz gibt es hier auf jeden Fall nicht. Aber wir können ja Holz anbauen. Und was halt noch bei mir jetzt ja gerade zu sehen ist, dass das Lernen und Lehren auch noch dabei sind oder mit dazugekommen sind. Und das ist einfach halt der vom Mod mit dazugegebene Sinn, was hier drin ist noch. Hm. So, kannst du tragen. Also, du kannst ja nicht tragen. Ja, die erste Nacht werden sie bei mir auf jeden Fall auf dem Boden schlafen müssen. Und unter freiem Himmel. Das kann ich gerade nicht ändern. Was haben wir denn als Entspannung? Das hier. Wow. Oh nö. Was ist? Geh mal auf Agnes oder Ugnas und schau mal da die Merkmale an. Geistige Arbeit, Rauschmittelfaszination und Misogyne. Ja, und schau mal, was das bedeutet.
Starke Abneigung zu allen Frauen. Aber du hast doch eh keine Frau in deiner Kolonie, oder? Derzeit nicht. Aber auch Feng finde ich gut, dass er von Natur aus pessimistisch ist. Oh lol, die sind jetzt erst aufgeschlagen. Alter, wie viele Ruinen ich bei mir habe, das ist krass. Ich wäre froh, wenn meine Leute mal aufstehen würden. Oh, das ist cool. Komm mal, also geh mal bei mir Hm. auf Kitty und dann auf Körper. Das kommt, glaube ich, höchstwahrscheinlich mit dem Mod. Und zusätzlich unten dann links die Fruchtbarkeitsanzeige bei Oh ihr lol. 0%. Ja. Das ist interessant. Was sind das für Pflanzen? Ach, Agavenfrüchte. Das ist. Ja. Habe ich Wildtiere? Ja. Einige Wildtiere. Wieso baue ich einen Nähtisch? Ich wollte eigentlich keinen Nähtisch bauen, ich wollte eigentlich ein Ding bauen. Schlachttisch. Ja gut. Ich habe nicht mehr viel Nahrung, fällt mir so auf. Ich habe ein paar Ratten, die wir jagen könnten. Den Ding abbauen und. Aus Versehen rausgetappt. Das sind alles Stahlwände hier, aber Marmorboden, glaube ich, oder? Ja. Komisch. Aber was ich sehe, glaube ich, dass du, wenn ein Tisch kaputt ist oder so, du den deinstallierst, dann ist der Tisch wieder heile. LOL. Das Ja, zumindest sieht das ist. gerade so aus. Ich weiß nicht genau, ob das so stimmt, aber. Okay, sie geht jagen. Ja, gut. Diese Granitwände dann plötzlich zwischen und so weiter. Ah, ein bisschen komisch. Ah, jemand, der den Hund trainieren kann? Tierpflege. Kitty kann das machen. Ich glaube, ich muss doch.
Ach komm, du hast Schießen 9 und triffst nicht. Das denke ich mir bei meinem gerade auch. Trefferchance 9,5%. Kannst du jetzt mal treffen, bitte? Also meine ist auch noch nicht so lastig. Ah, jetzt hat er's. Haben wir auch nur einmal getroffen. Ah ne, hat er gar nicht. Körper, linkes Hinterbein. Hä? Echt? Ja, Mir bei wird den nicht Hasen. angezeigt. Ach so. Ich dachte gerade bei der Ratte, aber bei der Ratte wird nichts angezeigt. Das Problem bei mir ist gerade, dass die Person, die bei mir jagt, halt auch die Person ist, die bei mir essen muss. Ja, da habe ich bei mir ganz was Gutes. Ich habe einen, der wo das nicht hat. Also das Jagen und Kochen jemand anders ist. Jetzt muss ich eventuell mal ein bisschen Wände. Uns jetzt mal betreffen. Ich habe auf jeden Fall schon einen riesigen Raum. Und mit dem kann ich halt noch nichts anfangen. Boah. So. Besser. Ja. Das Gute ist jetzt, ich sollte in 0,2 Tagen zu dir kommen können. Das heißt, falls bei dir irgendwas ist, kann ich dir zurückfahren. Kannst du das hier mal bitte tragen, zu priorisieren, bitte? Danke. Haben wir ernsthaft kein Holz mehr? Ich habe auch keine Holz. Ich kann Stühle aus Silber und Holz bauen, aber ich habe halt nichts. Tragen. Ja, das ist okay. Lagerzone. So.
Aber ich habe so viel Marmor. Nicht Lagerzone, Abfallzone wollte ich da rausmachen. LOL. Das sehe ich ja jetzt erst. Dass Ling Mai die Tochter von Feng ist. Krass. Auch wieder was gelernt. Obwohl Ling Mai 41 Jahre alt ist und Feng, Sekunde, 44. Das heißt, er müsste mit 3 ein Kind bekommen haben. Chillig, würde ich sagen. Mit 3 ein Kind zu kriegen. Ist Kitty Frühaufsteher oder warum? Okay, dieses Mal stehen meine Leute anscheinend früher auf als deine. Keine Ahnung, kann möglich sein. Kann auch nicht sein. Lagerzone, Abfallzone. Dann einmal hier bitte. Vergrößern.
dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei RimWorld im Multiplayer und lasst krachen. Bis dahin, Servus.